Im Hotelturm zu wohnen ist anders und es ist einzigartig. Und man findet in Bayern kein zweites Gebäude, wo diese Möglichkeit dazu gegeben ist. Brutalismus als Baustil finde ich super. Und das ist natürlich eines der schönsten, die es in Deutschland gibt. Weil ich ja auch einen besonderen Job ausübe, finde ich das irgendwie schön, dass ich auch in einem besonderen Gebäude wohne. Der Augsburger Hotelturm. Mit seinen 115 Metern hat er es zum höchsten bewohnten Denkmal Bayerns gebracht. Bis zum 11. Stock ein Hotel, darüber rund 330 Wohnungen. 330 Lebenswelten, deren Bewohner die unterschiedlichsten Gründe hatten, hierher zu ziehen. Im 29. Stock lebt Oliver Christ mit seiner Familie. Der Rezeptionist und Reiseleiter war schon in über 100 Ländern, aber sein Hotelturm ist für ihn immer noch einzigartig. Ich mag Beton gern. Ich bin 68er Baujahr, das heißt, als ich in der Schule war, waren das immer neue Betonbauten. Skateboard selber baut und Betonrampen runtergefahren und Asphalt. Früher waren die Wände und Decken mit Holz und Gipskarton verkleidet. Das hat Oliver Christ herausgerissen. Ja, ich meine, gut, das Allerwichtigste ist der Beton, den ihr da seht. Wir haben dann tatsächlich über 200 Stunden den Beton geschliffen. Also für mir und meine Frau auch das Wichtigste, dass man quasi alles so reduziert, dass es einfach minimalistisch dieses Bauwerk widerspiegelt. Wir haben eine Glasbausteinwand reinmachen lassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil bautechnisch das so ist, dass nur von einer Seite Licht kommt. Das Problem war nur, dass der Turm, der schwingt. Das heißt, man kann die nicht mit dem Boden und der Decke verknüpfen, sondern die sind frei schwingend quasi. Da ist jede Reihe sind so kleine Stahlsegmente drin, dass die quasi in einer Schwingung standhalten. Und das hat bis jetzt 16 Jahre lang gut geklappt. Hier im Hotelturm gab es 15 Wohnungen, die tatsächlich Luxuswohnungen waren. Die haben mehr gekostet als Reihenhäuser 1972. Und da ist es also so, dass diese 15 Wohnungen haben 2,5 Balkone und haben innen 82 Quadratmeter und außen 18. Hier im Hotelturm ist das riesig. Denn die anderen Wohnungen sind vor allem 34 Quadratmeter Apartments. Hier dagegen ist Platz für Oliver Christs Flohmarktfunde. Als es darum ging, dass wir eine Wohnung kaufen wollten, habe ich zu meiner Frau gesagt, eigentlich können wir nur im Hotelturm eine Wohnung kaufen, weil die hat Angst vor Spinnen. Ich habe halt den Witz gemacht, dass praktisch, wenn man hoch lebt, werden keine Spinnen hochkrabbeln. Jetzt sind wir hier, aber leider ist es so, dass Spinnen und Ungeziefer auch den Weg in 90 Meter Höhe finden. Hoch hinaus wollte auch der Bauherr des Hotelturms, und zwar schnell. Zu den Olympischen Spielen 1972 fanden in Augsburg die Kanu-Wettkämpfe statt und dazu brauchte es Unterkünfte. Doch erst 1971 bekam der Turm grünes Licht. Wie war das zu schaffen? Mit einer Idee. Eine zweite Baustelle in unmittelbarer Nähe stellte die Bauelemente her. Alle 4 Tage wuchs so der Hotelturm um ein Stockwerk. Nach gut einem Jahr war er bezugsfertig und veränderte die Silhouette der Stadt. Der Turm begleitet Jan Schweiger schon sein Leben lang. In der Nachbarschaft aufgewachsen, ist er hier nun Haustechniker. Nur er darf mit dem Lastenaufzug in den 18. Stock. Der 18. Stock ist Besondere, da ist unsere ganze Technik drin. Und es ist nur möglich, mit diesem Aufzug in das Stockwerk zu kommen. Alle anderen Fahrstühle halten hier nicht. Hier laufen alle Leitungen zusammen, verteilen Heiz- und Warmwasser, Zu- und Abluft. Ein Wirrwarr alter Technik, die auch unter Denkmalschutz steht. Sie darf nur verändert werden, falls eine Modernisierung notwendig ist. Wie ich mich da auskenne, erfahren, suchen, doch noch alte Pläne finden, dokumentieren, viele Pläne selber zeichnen mittlerweile. Ich weiß alle Rohre, was ist. Da haben wir jetzt
Das Warmwasser von 19 bis 33. In diese Register gibt es 4-mal Zu- und Abluft für unsere Treppenhäuser. Ich bin mit Technik und Handwerk groß geworden, von klein auf mit Bauen, Basteln, sich selbst finden, reparieren. Deswegen reizt mir auch das Haus. Etwas ganz anderes reizt Magier Randy am Hotelturm. Der Zauber der Höhe. Das ist ein wirklich super tolles Panorama, das ist unbezahlbar. Wir haben hier den Blick wirklich auf die Stadt Augsburg. Man sieht da hinten den Ulrich. Da habe ich schon faszinierende Aufnahmen gemacht und Erlebnisse gehabt. Ein Lichtspiel ohnegleichen. Und das Besondere wirklich, wenn wir mal Nebel hier haben. Hier auf der 33. Etage liegen wir teilweise über dem Nebel. Die ganze Stadt, man sieht nichts mehr. Sie ist wirklich im Nebel wie ein Wattebausch. Und es ist einfach nur schön. Weil Magier Randy die anderen Sphären liebt, ist seit 40 Jahren die Zauberei sein Beruf. Früher habe ich die Frauen zersägt und verschwinden lassen und schweben lassen. Wir haben auch da ein Bild dazu. Ich habe einen Weltrekord, steht im Guinness-Buch der Rekorde. Als Weihnachtsmann ließ ich in der Millennium-Ausgabe 2200 Menschen auf diesem Schlitten schweben. Heute macht er Mental Magic Shows mit Telepathie und Vorhersagen. Ein bisschen Magic soll es auch in der Wohnung sein. Ich denke, da kommt der Künstler durch. Es muss immer ein bisschen Glitzer sein. Natürlich dann Farben, die auch kräftig sind. Das Magenta Pink und Schwarz ist eine sehr schöne Kombi. Das Reich, wo der Künstler kocht und genießt. Es müssen viele persönliche Akzente dabei sein. Auch die ganze Küche habe ich also wirklich selbst entworfen und dann so bauen lassen. Das ist Kreativität. Künstler muss kreativ sein. Ich sammle seit 25 Jahren vor allen Dingen Klassiker, Oldtimer. Autos, die noch Formen hatten, die Geschichte haben. Das hat Klasse und ist natürlich teilweise Geschichte dahinter. Wir haben hier original den Rolls-Royce von John Lennon zum Beispiel. Hier oben haben wir noch die Queen Elizabeth mit ihrem Bentley, mit ihrem Rolls-Royce. Man sieht, hier haben wir live ein Fernsehteam gerade. Ich habe ein Faible für Wolkenkratzer. Darum lebe ich natürlich auch im Augsburger Hotelturm und ganz oben natürlich. Man hat immer so den Überblick und steht so ein bisschen über den Dingen. Vielleicht gut so. Weiter unten nämlich wechseln besonders in Einzimmer-Apartments häufig die Mieter. In der Anonymität passiert schon mal was. Stockwerk 17 wird gar Tatort eines Entführungsfalls. 1973 halten hier 2 Kidnapper die Tochter eines Großgastronomen gefangen. Die Verbrecher können jedoch geschnappt werden und das Opfer bleibt zum Glück unverletzt. Heute werden viele Apartments auch über Airbnb vermietet, was die Fluktuation der Bewohner noch befördert. Kameras und im Eingangsbereich eine Concierge sollen inzwischen dafür sorgen, dass im Hotelturm Ordnung herrscht. Weißt du die Apartmentnummer? Haustechniker Jan Schweiger bekommt gerade einen Hinweis. Schau ich mal ins Büro. Wegen häufig wechselnder Besucher wird in einem Apartment Prostitution vermutet. Jetzt können wir das einfach mal so von der ganzen Woche weg anschauen. Die Hausordnung untersagt Prostitution im Hotelturm. Die sind zu dritt einzogen. Na, die haben das zu dritt gemietet. Also doch keine Freier? Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Falschalarm, das ist nichts, die sind zu dritt einzogen. Oh, was haben wir jetzt alles erlebt? Lärmbelästigung, dass die Leute betrunken sind, eins drüber. Vielleicht einer Geld schulden, besucht einen anderen vor der Haustür, ein paar aufs Maul. Und da ist halt dann natürlich unsere Videokamera SEC für Polizei. Detektivarbeit im Keller. Ganz anders schaut es im 15. Stock des Maiskolbens aus, wie ihn die Augsburger nennen.
Der Fotograf Chris Heimal rückt dort gerade das angehende Model Vitali Kalbin ins beste Licht. Jetzt heute ist leider ein bisschen schattig, deswegen muss ich ein bisschen nachhelfen. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass ich viel mit Tageslicht fotografiere. Und da ist der Turm perfekt. Chris Heimals Metier ist Porträt und Mode. Vor seiner Kamera standen schon viele bekannte Models. Hier, der Bereich ist komplett Arbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich kein Wohnzimmer habe, quasi. Weil, ich sage jetzt mal so, die Fotografie bei mir, das ist wie mein Zuhause. Wenn der Vorhang vor ist, dann ist bei mir beruflich getrennt. Jetzt sind wir privat. Mein Geschmack ist so eher das Industrial und mehr dieses Chrom, gerade was sehr modern ist. Das habe ich mir gedacht, ich brauche ein bisschen was Modernes, was so meine Fotografie widerspiegelt. Einen Menschen schön zu fotografieren oder eine Wohnung einzurichten, da habe ich schon irgendwie immer das Gespür dafür gehabt oder habe ich mich dafür halt interessiert. Das Bett ist aus Pappkarton, tatsächlich. Ich brauche irgendwas, was cool ist, was ein bisschen was anderes ist wie ein normales Bett und was schnell zum Aufbauen geht, weil ich bin absolut nicht handwerklich begabt. Dann dachte ich mir so, komm, dann nehmen wir doch die Ziehharmonika, schmeißen da die Matratze drauf und jetzt seitdem ist es mein Bett und ich lieb's. Ich komme eigentlich aus dem Unterallgäu und für mich persönlich, gerade was meinen Beruf betrifft, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwo anders hinziehen. Der Turm generell, ich finde es gut, dass es so industriell ausschaut und eigentlich gar nicht so zu dem Rest von Augsburg passt. Und das finde ich echt schön, weil dann hat man einfach noch mal mehr so diesen Großstadt-Flair. Und deswegen mag ich das mit dem Beton sehr gern. Es lässt sich also gut leben im Hotelturm, der für die rund 2000 Jahre alte Stadt Augsburg längst zum modernen Wahrzeichen geworden ist.